Die Zeit ist wieder reif für eine neue Runde hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Beim Part 81 bereits sollen wir jetzt endlich loslegen und noch einmal zum letzten Mal das AP-Roulette schwingen. Zack, da sind wir aber gar nicht mehr, auch wenn dann noch irgendwelche Typen kommen und schon kommt einer. Wir wollen Transcender-Schrotthaufen, aber ist mir egal. Wir wollen weiter zur nächsten Ebene. So, mal gucken, was jetzt so alles noch passiert. Ging schon 11 und 12, ja, sind noch viel gemacht und so. Erfahrungspunkte, Bonuspunkte, Alter. 3.500 DP. Kannst du vielleicht Boosterpacks kaufen, was ich sicher noch machen werde. Denn ich will, ja, sicher mal noch den anderen, wie heißt schon, den Sternschnuppendrachen, ja, also das mit Turbosynchro und Sternschnuppendrachen. Will sich noch Synchro beschwören und so ein paar Monster und so. Und also muss man wieder mal die alten Packs durchgehen. So, jetzt mal gucken, was passiert jetzt. Bifrost 7 eher, soll direkt mal zurückgehen, weil ich habe irgendwie. Wo war denn das jetzt? Was? Yggdrasil 2 oder so? Da war Yggdrasil 2. Auf jeden Fall habe ich ja da einen Kommentar gelesen, wegen, dass er irgendwo bezüglich DP, ja, Farm sag ich jetzt mal, nicht wahr, dass dort irgendwo ein neues Level reingehen kann und dann direkt zu Beginn eigentlich bereits 1500 DP bekommen sollte. Wenn das direkt zu Beginn ist, kann man natürlich fast endlos farmen. Okay, was 13.900 wäre, ist ja krass. Ne, das machen wir nachher gleich. Jetzt erstmal gucken, was jetzt eigentlich so passiert. Bifrost 7E. Lass uns gehen, wir haben nur noch wenig Zeit. Obwohl eine Kopie war, ist es ziemlich noch überraschend, dass du die gewonnen und sterbliche Karte besiegt hast. Aber wie sieht es hiermit aus? Ich werde euch vernichten, ich bin ein Transcender. Ich übrigens auch, Peace, Mann. Aber wie viele Gegner mussten noch schlagen? Aber wir auch schon öfters gefragt, hey. Alter, in einem besiegt kommen 10 neue nach. Das ist fast so schlimm bei einer Hydra. Menschenskind, hey. Hoho, jetzt knickst du ein, Akisa. In Wahrheit bist du nur ein schwacher Mensch. Nun lass deine dunkelsten Ängste frei. In den düstersten Tiefen deines Herzens liegt die Grausamkeit, die Dunkelheit, mit der du einst deinen Vater verletzt hast. Enthülle dein wahres Selbst. Nein! Nein, Akisa, nicht ihn, das ist gemeingefährlich. Ein ungeliebtes, einsames Mädchen. Das Einzige, was du tun kannst, ist andere mit der Dunkelheit in deinem Herzen angreifen. Das ist Schwäche, das bist du. Als Hexe verbrannt und von niemandem geliebt. Versteck dich doch hinter deiner Schwäche. Halt, hör auf damit. Nein! Und zu spät. Oh, die Nef. Ja. FJ, beinahe gesagt. Du bist erledigt, Akisa. Lass deinen Instinkt im freien Lauf und kämpfe für mich. Odin! Yusei hat eine Wut zurück. Jack, du hast recht. Ich muss sie bekämpfen. Böse. Akisa, keine Angst, wenn dich von deinem Leib befreien. Ja, bist du sicher? Bin nicht so ganz sicher, oder schnell, wie das überhaupt gehen soll. Aber okay, ja, ich muss sowieso zuerst gegen sie catchen, toll. Das fällt hier aus. Ach du Scheibenkleister. Ja, noch keine Transcender. Die kommen nachher schneller, als ihr irgendwie gucken könnt. Aber okay, erstmal gehe ich jetzt mal in den Shop und mal gucken, was wir da alles Schönes kaufen können. Ich hoffe mal noch die alten Booster-Packs und so, wie gesagt, mir fällt der Sternschnuppendrache etc. So, was haben wir jetzt alles hier? War doch keine. Nee, war doch nicht. Die alten Kristallungeheuer, dankeschön. Nicht viel Neues, aber okay. Mal gucken, hier 10 Stück und hier 10 Stück. Da ist ja ein paar coole Synchro drin. Der Statik hat sowieso nicht mehr viel drin, würde ich gerade sagen. Auferstehung. Das war gar nichts, aber okay, mal gucken. Okay, was haben wir da Schönes? Okay, ein paar Oldtimers, wie es aussieht. Dann gehen wir doch mal in der Schnelle durch auf Intelligenz. Okay, Feldweibel Elektro. Okay, tolle Feldweibel. Gerümpelmesserheld. Gerümpelmesserheld, ist ja klar. Gerechtigkeit, da schon so ein. Das sagenhafte Cerberal. Das ist Athena, die Göttin der Liebe, nicht wahr? Oder? Nee, Krieges, Entschuldigung. Keine Ahnung. Elementarheld Ice Edge. Oh, die gibt's ja auch noch. Mutman, Explodierdrache. Leichalligator, ist klar.
Montagedrache, okay, Nebeltal und sagenhafter Legionare oder das Vieh heißen soll. Schnellspannritter, oh, das ist ein Synchronmond, Empfängermann natürlich. 5 Langespunkt, dass der Gegner kontrolliert. Klingt gut, Problem ist nur Maschine. Also es wäre nicht optimal, wenn es ein Krieger und Finsternis-Typ, wenn wir direkt ins Deck nehmen. Aber so, verrückte Erdunterwelt, oh, den kenne ich ja auch noch. Kann noch lange so angegriffen wird, ja. Der verrückte Erdunterweltler habe ich, glaube ich, da bei Reverse of Arcadia noch manchmal gezockt, aber naja, auch nur nicht so das Wahre. Oh, da Finsternis, dankeschön. Danipon! Ist da noch alles? Goblin-Zombie, okay, kann ja zweimal im Deck haben, irgendwie am Hinterhand, kann ich auch noch. Wow, so viele Karten hier. Rückkehr-Zombie, Rückkehr nie. Ah, das hat noch so einen Empfänger. Licht. Unterwelt, okay. Ich meine, so gesehen mal nix. Okay. Ritualkarten, die wir sowieso nicht brauchen. Also wenn es für unser Deck nicht. Schnellzauber sind noch ein paar. Okay. Normale Instant-Fusion. Ja, da war es keine Fusionsmonster. Polymerisation, ja, ist klar. Kein Zugang. Da kann ich auch noch. Mancher Zugang. So, was haben wir jetzt alles? Steel Tigerkönig der Eisbarriere. Oh. Wasserempfänger. Okay, geht nicht. Krieger mit 7 Schwertern. Der wird so weiter mal gehen. Was kann der? Mal Spielzug. Und kann das und kann das. Und dann geht noch ein Punkt Chance. Da kannst du das zerstören. Wieso eigentlich nicht? Weil, mal angenommen, wir haben gerade unser gemeinsames sind wir stark hat auf der Hand. Wir rufen ihn. Und dann könnte es schon mal ganz gut abgehen. Also, mag man sicher gut brauchen in unserem Deck. Maturia Landols, lieber weniger. Der sagenhafte Kulabe. Der was? Okay, also den können wir gebrauchen, der Rest geht nicht. Ist mal toll, ey. Oh Mann, das geht doch so nicht. Also trotzdem noch ganz kurz gucken will. Deck bearbeiten, nicht wahr? Also kurz mal Synchronmons hinzufügen und dann noch gucken, ob ich jetzt rausgehe und dann draußen, sprich normale Menü, da einen Job gehe, ob ich dort dann vielleicht noch ein paar Booster mehr zur Auswahl habe, weil sonst hätte ich ein kleines Problem, wenn ich heller sein soll. Was mache ich jetzt hier? So, Kartenrand. Hat irgendwie abgelenkt. Gut, Santugal ist natürlich auch. Wo ist das Monster? Das muss ein neues sein. Hier ist er. Krieger mit 7 Schwertern. Ja, lower so hoch 2,5, keine Ahnung. Nein, mal 2,3. 3 geht gar nicht auf, stimmt ja. Aber ist egal. Ich mach mal wieder um Kopf und Kragen. Gut, kommt der weg. Kann man sowieso nicht mehr rufen. Der hat auch nie zum Einsatz hier. Eigentlich noch schade. Der Rest kann man so lassen. Ja doch, nach sonst von unserem Deck her ist das gut so. Also, das sind wir jetzt. Gegen Akisa catchen wir gleich noch, keine Sorge. Ach, will zum Teufel noch mal den Sternschnuppendrachen haben. So, Zwischenspeichern muss doch irgendwie gehen. 8400 ist eigentlich noch genug. Und nochmal gucken, Deckmenü. Quatsch, Deck. Hier. Hilfe, er hat trotzdem eine Runde gedrückt. Material oder was? Menno. Alles klar, der Shop. Und nochmal gucken. Habt hoffentlich hier ein paar mehr Booster. Ne, sind die gleichen. Das gibt's ja nicht, hey. 75, ja, ist ja schön. Limitierter Pack. Och, Menno, Leute, ich brauche Synchro-Power. Das gibt's doch nicht. Da hat sie vielleicht noch etwas drin. Ja, mal gucken. Ne, habe ich doch schon. Ist eh nichts drin. Das ist Sternschnuppendrachen auch nicht drin. Hier sicher auch nicht. Nee. Hier ebenso wenig. Oh Gottchen, Leute. Da muss ich trotzdem nochmal gucken. Das ist ein kleines Problem. Das heißt, ich müsste offscreen nochmal in andere Bereiche rein.
im Story-Modus und das ist das Problem. Kannst du dich hier reingehen, wird das hier überschrieben. Und das ist der Quatsch daran. Oh, Menno. Na, muss sein. Ja, ist egal, wenn man noch nicht viel erlebt jetzt im 7. Der geht gerade noch. Aber kann es irgendwie überspringen, wenn nicht, dann muss ich wirklich mal offscreen gucken, aber da bestimmt die Bereiche zurückgehen und nochmal gucken und so. Ja, das war Lee, aber ich glaube, hier war das noch mit Sternschnuppendrachen, oder? So, ganz schnell durch, ganz schnell, geht es vielleicht nur eine Minute maximal. Ah, Glück gehabt. Alles klar, PDA, dann in den Shop hinein und gucken, was wir uns dort noch freischalten können. Also irgendwie habe ich heute ein Nackenproblem, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht im Wetter. Hier ist er, ja, hier muss er. Das kann ich schnell jetzt kaufen. Mir aus kaufe ich 10 Stück. Und noch mehr. 20, so, kaum muss langsam reichen. Ich will den Drachen haben! Ein einziges Synchromonster! Ist sogar der falsche. Ah, Leute, ihr könnt heulen. Mit vor Freude, nein, weil es wirklich so traurig ist. Ja, Rest fällt mir auch noch viel, war. Ich sage dazu vor allem mal die ganzen Karten wie Rotach Nerzunterweltler, also sind vor allem Synchro, die da noch fehlen. Ist egal, ich gebe das ganze Geld aus, 36 Packs, das muss reichen, komm schon, Spiel. Ich will das. Ich will einen Sternschnuppendrachen, der ist hier drin, das weiß ich. Ja, wir haben endlich Sternschnuppendrachen, Empfänger sind unser Blut, Sternstabdrache. Geil, Mann. Und ein Oberdrache, auch geil. Das ist auch hier drin geil. Verdammt, da haben wir... Ah, da fehlt der Rotach Nerzunterweltler. Nein, 2 Empfänger. Moment mal. Rotach hat 8, fehlt mal 4. Ah, geht ja. 2 plus 2, habe ich gar nicht. Doch, stimmt, ich habe 2 plus 2, ich habe 3 plus 1. Kann man auch rufen, aber dazu müssen wir rausgewinnen nach dem Rotach Nerzunterweltler. Okay, mache ich auch noch. Jetzt hat er Blut gelegt, Freunde. Jetzt will ich's wissen. So, Energieries, das ist noch geil. Hältst zu 0. Muss ich gucken, vielleicht kann ich nachher unseren Trickragen gegen den austauschen. Das ein anderes Mal. Jetzt aber fürs Erste, weil, wie gesagt, habe ich gesagt, diesen Part will ich jetzt noch so gegen Narkise machen. Das machen wir jetzt auch noch. Das heißt konkret, ich gehe jetzt mal ins PDA rein. In unser Deckbearbeitungsmenü. Wir die beiden neuen Synchromonster hinzufügen. Ja, das mache ich jetzt noch. Danach geht es mir gegen Akisa und dann, wie gesagt, für den nächsten Part oder vielleicht übernächst, muss man gucken, wie weit da kommen. Und ich fange wieder von vorne an. Verdammt, ich muss den nächsten Part. In der Pause den nächsten Part machen, genau. Muss ich da dann echt, Gott sei Dank ein bisschen an, aber egal. Aufs Queen DP fahren und dann einfach diese Synchromons, weil ich will die jetzt noch haben. Ich lasse nicht locker, ganz ehrlich. Mache da sortieren. Ist klar, der hat mehr Power als der rote Oberdrache. Auch nicht schlecht. Okay, kommt der rein und dann ist das hier. Empfänger sind von der Sternschabdrache. Ja, auch krass. Empfänger. Also, doch, warte mal. Ja, gut, die können zwar auch mit dem Zombie-Ruf gegen auch oder mit Krebons. Krass. So, wie 16? Hey, das geht nur 15 oder sind 20 mittlerweile? Hä? Geht das? 16? Ist nicht extra dick auf 15 beschränkt? Ja, wollte schon sagen. Okay, also die brauchen ja eigentlich alle mal unter anderem. Der ist vor allem für Feldzauberkarte gut. Den auch schon öfters gebraucht. Den natürlich sowieso. Der auch. Ich will mal ihn raus, weil der war viel zu selten im Einsatz. Okay, 15. Ja, verdammt, ich brauche künftig noch einen Platz für einen Rotach Nerzunterweltler und vielleicht ihn rauswerfen. Sie vielleicht auch mal gucken. Also er bleibt zuerst mal drin, mal gucken, was er drauf hat. Vielleicht kann man es brauchen. Okay, jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit. Müsste reichen, ein Kurzduell mit Akisa. Und es fehlt zwar immer noch irgendeine mystische Tomate, nicht wahr? Nein. Was macht er da? Ja, Tomate hat aber mittlerweile aber gar nicht geguckt. Ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, wegen den ganzen Booster Packs und so. Die
da gekauft haben, dass dort drin irgendwo eine mystische Tomate drin war, aber man weiß ja nie. Und bevor ich jetzt dann nochmal einen Fehl mache, da kann ich hinzufügen, erstmal noch gucken. So viel Zeit muss sein. Okay, dann mache ich das da. Mache mal nach Angriffspunkten. Geht, denke ich mal, am einfachsten. Gleich haben wir es. Wo fangen 1400 an? Ah, okay, hier. Sieht nicht so aus, wa? Riesenrad haben wir auch noch eine. Uferschildkröte, 4 Stück, hey, im Feuerdeck. Und haben wir noch irgendwo eine? Komm schon, komm schon. No, wir haben keine mehr. Wir haben echt nur eine mystische Tomate, das ist ja fast schon ein bisschen sehr lame, aber gut, wenn es anders geht. Muss man halt gucken, Leute, müssen wir halt gucken. Ne, müssen wir zurück ins PDA, dann abspeichern. Beziehungsweise natürlich zwischenspeichern, nicht wahr? Gut, dann gehen wir zurück ins Bifrost 7E. Ja, ist mir egal. Und wir lernen uns hier mit Akisa. Und schafft es mit ein bisschen Glück, den Sternschnuppendrachen zu rufen. Da machen wir es hin hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Come on, come on. Ah, ich will essen, scheiße. Ich bin auserwählt, aber ich bin nicht davor gefeit. Nein, was ist das für eine dunkle Energie? Bist du der scheiß Odin-Typ? Wer bist du? So, come on, komm schon. Und dann befreien. Yep, machen wir auch. Und zwar jetzt. Also Roulette, drehe dich, mein mächtiges Roulette. Nein, mein beschissenes Roulette, aber ist egal. Okay, Akisa, dunkle Blüte, 24. Nein, bleib zurück, niemand darf in meine Nähe kommen. Akisa, nein! Hey, Jose, was machst du hier? Das ist mein Duell. Ja, Jack und Jose, hey, die wünschen mir viel Glück. Ich fürchte, das brauche ich auch. Und los geht's. Synchro 3, eigentlich mittlerweile 4. Nein, eigentlich 5Ds. Jeglicher Widerstand wird vernichtet. Weil 5Ds geht gar nicht, ich habe noch gar nicht 5 Drachen. Also natürlich schon mit roten Oberdrachen zusammen, aber okay, könnt also ihn bereits rufen. Sprich ein Sternstabdrachen, aber der andere fällt mir noch. Aber nicht mehr allzu lange. So, holen wir mal Ender-Synchron ins Deck. Weil den hier brauchen wir natürlich. Du. Okidoki. Jetzt mal ein Monster verdeckt und noch eine Karte verdeckt. Und das war's das erste. Nicht das Nonplusultra-Deck, aber es wird, hoffe ich mal, reichen. Deck, wenn durch Starthand. So, okay, wie sieht's aus? Was machst du da? Eine Einzelfeuerblüte, war klar. Macht immer diese Kombi. Und ruft danach eines ihrer stärkeren Monsters, eine Gigaspflanze, oder? Oh, ne, jetzt hat sie stärkere Monster dabei. Scheiße. Ich bin natürlich mit dem Sternschilddrachen noch ein bisschen angeschmiert. Okay, das heißt momentan der Sternschilddrache zu beschwören bringt noch nicht viel, weil ganz ehrlich, ruft sie noch wieder so eine Einsfeuerblüte und ruft nochmal so ein Teil. Also ein Drache der Tod und das bringt es natürlich auch nichts. Ich muss jetzt eine gute Verteidigung haben, bevor ich das mache. Und natürlich baut darauf, dass ich irgendwann noch Straßen im Sternenlicht habe. Beziehungsweise sogar Schrei der Untoten. Weil sonst wird es natürlich langsam schwierig, uns einen Sternschnuppendrachen zu beschwören. Yep, und einfach wird es auch so nichts. Ist ja gemeinsam ziemlich stark echt eine geile Karte.
Aber gut, haben wir so gesehen nicht. Muss mal gucken. Ich habe hier 4 plus 3 gibt 7. Was macht da? Irgendwie antiken Feen dran als Defense. Na gut, ich habe die Synchro nicht mehr im Deck. Natürlich ein bisschen doof. Wobei wir es nicht rufen. Und dann kann ich später noch machen. Ich habe ja für einen Sternschnuppen noch genügend andere Empfängermonster im Deck. Könnte also klappen. Was anderes was denn? Stufe 7, ist noch was Praktisches dabei. Ja, kriegen wir 7 Schwertern, toll. Und für Runde Ausrüstungskarten ein bisschen doof. Schwarze Rosendrache, nee. Der ist eher das, was sie will. Das ist mir ein bisschen zu heikel und deswegen rufe ich jetzt den Finsternis-Resonator im Angriffsmodus. Okay, Freunde, tun wir's. Ich stimme meinen Resonator auf die beiden Riesenbazillen ein und rufe als Synchrobeschwörung den antiken Feendrachen im Verteidigungsmodus. Ich glaube, Marquis hat sogar noch irgendwo noch einen schwarzen Garten auf der Hand, oder? Das ist so ein Feldzauber. Da heißt, da wäre mir natürlich der antike Feendrache auch noch sehr gelegen. Spezialmission in der Hand beschwören. Ja, kann natürlich. Problem ist nur, was bringt man das, wenn die nachher wieder angreift? Dann werden wir ein bisschen fehl. Jetzt lassen wir das mal. Noch als Futter für den Trick reichen, unter anderem. Das macht jetzt vor allem 2 Karten. Eine ist natürlich unsere Zauberkarte, mit der wir 2 Token beschwören können. Und die andere ist halt ein Stufe 3 Empfänger. Grümbelsynchronisier als Beispiel oder Schrei der Untoten, wenn wir dann noch was zurückholen können. Wir haben da unterschiedliche Optionen. Gut, den hätte ich also schon mal. Soweit geht mein Plan schon mal auf. Soweit, so gut. Der Spiegel, es fehlen noch 2 Karten. 2 Karten brauche ich noch, damit alles so klar wie ich es gerne hätte. Wunderdünger. Rand des Untergangs. Was ist denn das jetzt? Ein Band, nicht Rand. Entschuldigung. Ja, die einzelne Feuerblüte kennen wir auch schon. Doppelte diese wieder und ein stärkeres. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Noch so ein, ach du Scheiße, sicher 3 Stück davon im Deck. Wenn ich alle mit Macht des Spiegels ausschalten könnte, das wäre natürlich die Creme de la Creme. Aber ja, muss ich natürlich auch erstmal schaffen. Bahn des Untergangs, oh. Mal gucken, wow, das ist Stufe 4. Ich würde sagen, wenn ich ihn rufe, da kann ich halt Spezialbeschwörung. Und dann sie hinterher. Dann greifen die an. Ich kann den Effekt aber dank aktiviere ich Macht des Spiegels. Wenn ich den Effekt kontern will, habe ich ja dazu noch einen Effekt vom Sternschabdrachen. Das könnte alles klappen. Ja, könnte, müsste, sollte, dürfte. Ich passe erstmal nach. Okay, jetzt kann ich Sternschabdrachen rufen. Wir haben nur noch ein Problem mit Turbosynchron. Das kann ich Ihnen rufen. Lalalala, so sagt die Zeit. 4 Minuten bereits über. Aufschlag. Also der praktische Zauberkarte, das bringt mir eigentlich nicht viel. Na, komm mal so. Ich rufe einen Zwillingsschwerplünderer im Angriffsmodus. Rufe dann als Spezialbeschwörung dank des antiken Feendrachens. Nö, nicht so. Rufe ich auch noch meine Rose, die Kriegerin der Rache. Und nun wird's ganz. Wäre eigentlich vernünftiger, wa? Zum Gewinnen vor allem, aber nee, ich will euch ja den Sternschnuppendrachen zeigen. Also dann. Monster synchronisiert und erschafft den Sternstaubdrachen. Naja, was heißt erschafft, ist ja wohl eher
Leitet den Weg ein! Für unseren mächtigen Drachen. So, dann schaut es natürlich nicht, wenn ich dann eine Karte verdeckt spiele. Und weil ich so lustig bin, noch eine. Das wäre natürlich irgendwie freundliche Route noch ganz was Kluges. Und wenn mein Zug. Oh, was geht jetzt ab? Ich habe 2 Drachen auf dem Feld. 2 der legendären Drachenkarten. Ah, also genau das, was ich nicht wollte. Scheiße, machen das jetzt. Das geht gar nichts, wenn es natürlich eine... Oh, come on. Man kann es nicht verhindern. Oh, mein Sternstabdrache. Scheinkleister. Okay, Freunde, Sternstabdrachen könnt ihr knicken in diesem Part. Ganz ehrlich, das brauche ich noch Schrei der Untoten, um den zurückzuholen. Und es ist eher ein bisschen unwahrscheinlich, dass ich den noch ziehe. Von daher habe ich es wohl vergeigt. Ja, war auch ein bisschen Wunschvorstellung. Muss mir auch mal zugeben. Reisender Tribut, ja gut, die doch nicht, wenn alles schief gehen sollte. Ja, also jetzt kann ich eigentlich auch gleich aufs Volle gehen. Und deswegen, was mache ich jetzt da am klügsten? Klügsten ist gut, geht gar nichts. Nö, ich pausiere mal wieder. Lalalala, das dauert eine Weile, Freunde, du. Ja, also nicht allzu lange dauert, mache ich halt 2 Parts draus. Das seht ihr aber dann auch. Eine Gigapflanze. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Salat. Wortwörtlich. Pflanzensalat, du. Überwachen. Gigapflanze, du. Ja, okay, aber jetzt fällt es ein bisschen raus, Freunde. Also, sorry, aber jetzt muss ich das machen. Reisender Tribut und das Feld so leer. Selber schuld. Och, come on, hey. Alter, diese nervigen Pflanzenrückkehrer. Okay, der Käse macht mich langsam ein bisschen sauer. Hinaus! Ja, du auch. Du mich auch. Die Kleine will so unbedingt Ärger haben, ja? Gut, kann sie haben. Ich ziehe mal und Kremsynchronisierer. Yep. Gut, machen wir es mal so. Dann lege ich mal ab den Gerümpelsynchronisierer und rufe den hier, den Trickreich im Angriffsmodus. Und nun kommt Endersynchron zum Zuge. Tja, daraus folgt eine lustige kleine Synchrobeschwörung à la Michael mit Flavelorkisas in der Hauptrolle. So, nach Endersynchron wechselt dein Monster zum Angriffs- und Verteidigungsmodus. Und du kannst es nicht verhindern. Und nun Flavelorkisas! Röste diese verdammte Gigapflanze! Und das heißt? Ja, ein Gegner. Ah, come on, ey! Okay, Kleines, geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Tschüss! Siehst du, kann ich auch. So. Alter, geht mir die Kleine auf den Zeiger, gerade mal gar nicht. Das ist doch einfach nicht zu glauben, du. So geil, Sternschub und Drachen zu beschwören und man natürlich alles wieder für die Katz. Ah, botanischer Löwe, was will denn der jetzt noch? Nö, das lassen wir jetzt mal noch, spielt keine Rolle. Autsch, wir rufen sowieso gleich ein stärkeres Monster zur Hilfe. Hoffentlich. Das kann ich nur hoffen, du. Sangan? Ganz schlecht.
Vielleicht kann ich sie ein bisschen locken. Vielleicht klappt das, ja. Aber es ist echt so, sobald die Typen irgendwie von dieser finsteren Aura umgeben sind, sind gerade... Ja, doppelte Stärke, ist ja unglaublich. Man muss zugeben, Marquise ist ein spannendes Duell, obwohl ich ein bisschen verlieren bin. Leider, aber naja. Wird schon gut gehen, Sangan. Okay, hätten wir ihn noch. War ein Zombie. Krebons geht ja auch noch gut. Wir haben dann noch genügend Monster. So, vielleicht mal ihn auf die Hand. Die kleine, nette und freundliche Tomate. Ah ja, war ja klar. Gut. Jetzt nur nicht überstürzen. Sondern klug überlegen. Okay, jetzt noch ein Monsterdecken Verteidigungsmodus. Und beende meinen Zug. Ja, ja, ja. Das ist so geplant. Ich hoffe zumindest mal. Okay, jetzt ein Sternschnuppe drauf. Mache theoretisch noch Krebons oder unseren Zombie. Plus dann halt noch. Ja, Schrei der Untoten halt. Oh, Dandelion, geil. Hat der Dandelion? Menno will ich auch. Das ist so eine krasse Karte, hey. Ich glaube, sie zerstört wird vom Feld, von der Hand, wie auch immer, sobald es auf den Friedhof geht. Ruft du 2 Flaumsteinspielmarker auf das Feld und die kannst du, der Flammspielmarker herum. Und die kannst für jedes Monster opfern. Auf ein Ritual, für alles Mögliche, einfach nur krass, ey. Ja, Mann, ist klar, wir haben's kapiert. Botanischer Löwe kehrt zurück. Marquise ist langsam keine Monster mehr auf dem Feld. Ja? Ist also. Feldquatsch. Natürlich auf der Hand und so, also ist ja schon klar, war. Angriff! Ja, scheinbar schon. Macht des Spiegels! Und tschüss! Ja, ich weiß, geht wieder zurück, aber ist mir jetzt egal. Ist er eh nur ein Monster, ein einziges schwaches Monster, du. Oh, bei was heißt schwach? Schwach ist er nicht unbedingt, aber auch nicht unbedingt hilfreich. Zumindest nicht in dieser Position. Also dazu, mit der Tomate aktivieren. Was für ein neues Monster? Aber zur Auswahl. Wenn nicht sehr viel war. Stufe 4. Wenn ich Stufe 2 Monster ziehen würde, wäre noch etwas. Ach nee, wieso nicht? Geisterwache. Er wacht über alles und jeden. Gut, dann mal, dass mein Plan funktioniert soweit. Oh, Servus Obelisk, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das war jetzt ein bisschen unerwartet. Drücke des Kriegers. Und irgendwann haben wir doch, hier ist ja der Gerümpel-Synchronisierer. Tja. Ich denke mal, so rufen, hätte ich ja ein paar Stufen zwar zu viel. Ne, was mal so. Der Gerümpel-Synchronisierer, du. Auch der hat's voll drauf, denn der ruft mir. Oh, zu Ende synchron rufen. Nope, das zwar nicht, aber eine meiner Riesenbazillen kehrt zurück. So, und jetzt aber jetzt Showtime. Kriegen wir 7 Schwerter? Nee, ich will ihn. Ich wähle dich, Katastor. Zeige dich im Angriffsmodus. So, jetzt ist natürlich die Frage, hat sie diese dämliche Dornmauer da auf der Seite? Muss doch ja alles, wa? Wissen Sie, das kann doch mehr noch zu sein. Ein bisschen so riskant ist mir das schon. Oh. Ja, Zwillingsbeschwörung, dankeschön. Und was kann das Vieh denn jetzt? Ja, was kann es jetzt?
Oh. Oh. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Wobei es Erde und Pflanze, also viel drauf hat er trotzdem nicht. Spielt es eine Rolle? Spielt eben keine Rolle wegen der besonderen Fähigkeit. Was denn jetzt? Ja, damit kannst du den Effekt negieren oder was? Wo hat sie vollgebracht? Mir bloß für ein Zug gewesen. Ah ja, ist die bescheuert. Ja, also wisst ihr, mit Kataster kann ich eigentlich schon angreifen, aber wie sagen die da? Straße zum Sternlicht. Natürlich mit Dornenmauer, ganz praktisch. Wobei natürlich die Frage ist, ja genau, in einem Extra-Deck. Und er ist bereits auf unserem Friedhof, verdammt. Oh, Alter, Straße zum Sternlicht, was ist denn für eine schwache Karte? Also, eine Karte müsste überall funktionieren, egal ob Friedhof oder Extra-Deck. Verdammt. Ja, das muss halt abwarten, oder was? Natürlich auch schön. Das Mal der Rose, das klingt ein bisschen übel. Was? Ja, ist ja klar, ist ja klar. Tja, nö, kann gar nichts mehr machen, Freunde. Ist alles bereits nicht von gestern. Wir haben da keine Chance mehr. Und wieder mal verlieren wir ein erstes Duell gegen einen neuen Gegner. Also jetzt mal ein Gegner mit einem neuen Deck. Ja, toll, aber eine Part überzogen, für nichts und wieder nichts, war. Nein, gar nichts gebracht. Ja, ich hasse diese Karte, aber trotzdem nutze ich sie. Und du bist erledigt. Sehr, sehr, sehr scheibenkleistermäßig. Ne, okay, wenn es sowieso so ist, Leute, jetzt mache ich ein neues Duell mehr, kein Bock mehr drauf. Ich werde das Obst, wie gesagt, ein bisschen DP farmen. Und dann mal gucken, mein Ziel ist, im nächsten Part haben wir dann schwarzen Rotdach-Netzunterwälder, genau, Schwarz-Rotdach-Netzunterwälder, genau. Haben wir den bei uns auch im Deck und vielleicht auch noch den schwarzgeflügelten Drachen und dann geht es im nächsten Part hier im Kampf gegen Akisa weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!